Ho, 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 ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig hier am zweiten Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Weihnachten gehabt und könnt den zweiten Weihnachtstag hier nochmal genießen. Und wir genießen das, indem wir jetzt mit jede Menge Dunner wie Sau hier weiter ins Anwesen der Hawkins vordringen. Was ist dann hier noch? Ah, I just ask that you don't disturb anything. okay. West found out about what we're doing. Schuldigkeit, jetzt habe ich noch den lustigen Officer Bradley weggeboxt. Naja, so wird man sein Ermittlerkollege auch los. Ich weiß nicht, wie lange das Feuerzeug hält. Und es macht gar merkwürdige Geräusche hier in dem Geisterhaus. Und ich habe die Vermutung, dass jederzeit jetzt ein Jumpscare kommen könnte. Denn das Spiel ist längst überfällig, was Jumpscares angeht. Was? Okay. Okay. Was sind wir dann hier? This door is locked. Okay. Kommt überhaupt der Officer Affocop noch mit, oder gammelt der jetzt gar lustig hier rum? Habe ich den jetzt irgendwie jetzt vollkommen ausgenockt, oder? Okay. Langer, gruseliger Gang. Old Silas hängt nicht an den Fenster rum, wenigstens das. Was ist das? Geschichte der Medizin im 18. Jahrhundert. Diese Sammlung medizinischen Wissens und gesundheitlicher Praktiken des 18. Jahrhunderts umfasst nur die sogenannten zivilisierten Länder. Der Einfluss von ganzheitlicher Medizin oder Medikamenten von Kontinenten, die als unterentwickelt gelten, werden nicht behandelt. Ja, super A-Satz. Das war leider wirklich so der Fall bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das kennen wir auch in der Archäologie. Mit New Archaeology hat sich das Ganze dann geändert. Und man hat auch durchaus auch mal die wissenschaftliche Meinung von Leuten aus sogenannte unterentwickelte Länder mal gelten lassen, eben weil die auch näher an der Sache dran sind. Medizinkunde-Fortschritt, das gucken wir uns doch gleich mal an. Wir sind jetzt bei 26%, hat uns im Prinzip, glaube ich, dann 2% mehr wieder gegeben. Ich meine, ich habe auch nichts Besseres zu tun, wenn ich in so einem creepy Geisterhaus hier bin, dass ich einfach mal so ein Medizinbuch aus dem 18. Jahrhundert lese. Das versteht sich ja von selber. Ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt angelangt, wie bei jedem Horror-Let's Play bei mir, wo ich anfange, mir selber Mut zuzulabern, weil ich vermute, dass jederzeit hier ein Jumpscare kommen könnte. Okay. Bibliothek anscheinend. Okay, das ist wenigstens von Sarah Hawkins relativ schönes Bild noch im Vergleich zu dem, was es sonst malt, wenn man mal die Tentakler aus der Tür im Hintergrund nicht berücksichtigt. Okay. Ah ja, da ist unser Officer Chelsea Smile. Aber geht's auch noch irgendwo hin, wie es aussieht? Haben wir hier noch irgendwas? Papiere? Lyrics of the Drunken Sailor. A sea shanty. Ja, kennt man ja. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Kennt man ja, ne? This door is blocked from the outside. Natürlich. Okay, da kommen wir nicht hoch. Da ist eine Barrikade. Moment, ich muss mich gerade mal so ein bisschen platzieren, wenn ich das so aus dem Aare-Winkel sehe. Okay, was haben wir An hier noch? original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated 1818. Sehr cool. Lohnt sich bestimmt auch mal zum Lesen. Muss ich auch mal nachholen, das zu lesen. Hm? Officer Chelsea Smile. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Okay, ist hier irgendein creepy Element noch drauf? Ne, das sieht eigentlich normal aus, die Hawkins-Familie. Charles Undercut, Simon, der ziemlich furchtvoll guckt und Sarah, die würdevoll hinterher aussieht. Okay. Auch nochmal mit viele Bücher. Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Okay, dass das hier in Darkwater vorkommt, sollte klar sein. Eine Ausgabe von Moby Dick von Herman Melville. Ein Klassiker vor allem für eine Reederfamilie. Definitiv. Habe ich persönlich auch noch nie Mandatory gelesen. reading for any whaler, I guess. Ja, richtig.
Aber ich persönlich habe es auch noch nie gelesen, muss ich sagen. Mir wurde auch davor abgeraten, das zu lesen, weil es angeblich stinklangweilig sein soll. Ich glaube aber, früher kam das definitiv gut an. Gerade zu Walfangzeiten. Das war bei The Simpsons mal. Nein, mein Buch spielt zu Walfangzeiten. Das ist ein Quatsch. Okay, was haben wir dann hier noch? Aha. Moment, war hier was? Ja. This place was falling apart long before the fire. Kann man so sagen, ja. Gewitter gibt mir auch recht. Hier sind auch noch Papiere, die können wir allerdings nicht lesen. Bevor ich jetzt da hochgehe. Ja, so alte Häuser machen durchaus viele Geräusche. Was ist denn das? Anna. Ja, definitiv. Mir tut es auch ein bisschen weh, wenn ich so ein Gemälde im Jahr gucken muss. Aber ich glaube, das hat eher was vom fliegenden Holländer oder ähnlichem, ne? Gehen wir mal ans Klavier. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Ja, hat ja damals auch zu so einem Haushalt gehört. Wenn man was von sich kalt hat man ein Klavier gehabt. Okay, ist hier irgendwas Ekliges drauf? Irgendwie habe ich das Gefühl, je mehr ich das spiele, dass irgendwas Ekliges aus der Gemälde mal raushupsen A könnte. book on the first inhabitants of the island. Okay, It seems they got here around the 14th century. nicht schlecht. Hier haben wir noch was. Der menschliche Körper, eine vergleichende Analyse. Eine präzise und sehr detaillierte Abhandlung über die Besonderheiten des menschlichen Körpers im Vergleich zur Tierwelt. Die klare Schreibweise und das einfache Vokabular machen dieses Buch auch für Laien verständlich. Jo, gibt noch ein bisschen was für Medizinfortschritt. Das finde ich doch ganz gut. Wie weit sind wir jetzt? 28. Jawollo. Das entwickelt sich doch allmählich von selber. Wäre nicht schlecht, wenn wir mal Bücher über Okkultismus oder so finden würden, ne? Oder die Kunst der Eloquenz, sodass ich ja mal Redegewandtheit mal verbessern. Agatha Christie-Romane für Ermittlungen haben wir leider noch nicht. Dafür ist die Zeit noch ein bisschen zu altmodisch. Dass wir hier Agatha Christie-Bücher finden könnten oder ähnliches. Oder die 3 Fragezeichen für Ermittlung, Fortschritt. Was gibt's denn hier noch? Darkwater history. This place was settled back in 1692 by 2 families that seceded from the New England colonies. Okay. Also für amerikanische Verhältnisse ziemlich früh. A book on hunting whales. The island's staple diet last century. Boah. Also das finde ich definitiv barbarisch, dieses Walfangzeugs. Das ist einfach nur widerlich. Aber man muss sich halt immer im Hinterkopf behalten, dass das damals die Wirtschaft getragen hat. In manche Teile von der Welt, so auch in Amerika. Und dass das einfach zur menschlichen Geschichte mit dazugehört. So widerlich man das auch heutzutage gerechterweise empfinden mag. Ermittlung. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. Sieht ein bisschen aus wie Stonehenge, was auseinanderbröselt und zwar in die Luft. Okay. Ja, so ein Zippo-Feuerzeug, das wird irgendwann auch mal wirklich richtig heiß, wenn man das Ding in der Hand hat. Ich habe das Vergnügen selber mal gehabt. 20,000 Leagues Under the Sea. Jules Verne. Another story about the mysteries of the deep. Eine seltene Ausgabe des Romans von Jules Verne. Das ist sicher lesenswert. Also Jules Verne halte ich definitiv für lesenswert. 20.000 Meilen unter dem Meer. Gibt es hier irgendwelche... Ah, hier gibt es anscheinend irgendwelche verborgene Gegenstände. So wie ein Brecheisen aus der Villa der Hawkins. Es gehört wahrscheinlich dem Verwalter Silas oder Silas. Could prove useful. Ja, wir haben jetzt ohne Links auch bestätigt, dass wir jeden geheimen Gegenstand hier angeblich gefunden haben. Und ich finde auch, das Wetter passt definitiv sehr zu Call of Cthulhu. Das ist definitiv ein Winterspiel, weil wie hier alles duster und zwielichtig ist, passt das einfach nur hervorragend für Facecam und für so ein Horrorspiel, wie ich finde. Ah ja. Da ist noch Lamp, die wir anmachen konnten. Sehen wir dann eventuell noch andere Sachen mehr. Also ich bin auch mal sehr stark dafür, dass wir bald eine bessere Lampe kriegen. Ah ja, da liegt noch was. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Ja. Also hier hat es auch offensichtlich viel mit Tiefsee und Walfang und all dem Zeug zu tun. Ah ja, Moment, da sind wir vorhin nicht rübergekommen, genau, weil dort die Treppe verbarrikadiert war. So.
Gronk betont, ist ja immer so hässlich verbarrikadiert. Man sich jedes Mal grinse. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Sehr schön die Schrift, aber muss ich gestehen. Hinter steht nichts drauf. Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger vor dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meine Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt, aber Sie sollten sie in die Obhut von Dr. Fuller geben. Er allein könnte sie zur Besinnung bringen. Sollten sich diese Störungen wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Hochachtungsvoll, Anton Wellard. Okay. Beschwerdebrief. So. Gucken wir uns die Barrikade mal von der Seite an. Nichts Auffälliges. Warum habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass gleich so ein hässlicher Sternenvampir hier auftauchen könnte? Ach, die sind so widerlich. Ach, in Villen des Wahnsinns, ja? Wenn das Tom, Ingo oder Heiko gerade gucken sollten, oder Sevi, ja? Oder Chantal natürlich, ach. Sternenvampire sind schon was ziemlich Ranziges. Und ich glaube, da habe ich mich auch bei Villen des Wahnsinns schon lautstark drüber pikiert, über diese Kreaturen. So, was haben wir denn noch hier? Nix mehr. Die sind halt einfach so unglaublich hässlich und unförmig, die Viecher. Das ist mal was anderes. Mal einfach nur ein normales Landschaftsgemälde. Okay, jetzt wird es auch immer düsterer hier. Hier kommen wir erst gar nicht durch. Wir sehen auch nicht, was dahinter liegt. So, jetzt kriege ich allmählich aber wirklich die Käsegichter. Hier sind auch ein paar Kratzspuren oder ähnliches dran. Locked. Okay, Gott sei Dank. Ja, allmählich kriege ich echt ein bisschen Schiss hier. Nein. Oh nein, das Kinderzimmer. Creep-Alarm. Boys' room. So, nein. Oh, bitte lass hier eine Kreatur erscheinen. Ah, okay. Ich flüchte mich in die Rekonstruktion. Gott sei Dank. Ich habe echt gedacht, es wäre jetzt hier irgendwo, wo im Schatten so ein Sternevampir oder sowas hockt, der dann ekelhaft rausgegammelt kommt. Aber immerhin nur Rekonstruktion. Alter! Was verkinnt man halt an sowas? Der ist immer abartig gruselig. Ja, da ist noch The was. child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Ja, Kinder drücken sich ja auch durchaus im Spiel aus. Da will er sich anscheinend vor was, oder seine Familie vielleicht da vor irgendwas schützen. Sind das wieder Schlaftablette? Ja, das sieht man wieder noch, denn das Sleeping Pill steht drauf. Anscheinend leidet hier jeder unter irgendwelche Albträume oder Schlafstörungen oder ähnlichem. Huch. The Wonderful Wizard of Oz. Ah, ja. Das kam ja auch in etwa so in den 20er Jahre früher raus. Oder Ende der 1910er Jahre sogar. Da bin ich mir nämlich so ganz sicher. Vielleicht sogar ganz frühes 20. Jahrhundert. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Okay. Tom Sawyer und Huckleberry Finn von Mark Twain. Noch mit so einem Gute-Nacht-Lied. Das ist so... Sleeping pills. Ja, okay, wirklich. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Ja, das kann man sich definitiv frohen, was mit denen gestimmt hat. Ja, Wizard of Oz. Noch irgendwas? Irgendwas fehlt anscheinend noch hier, ne? Ja. Diese gruselige Ekelbilder. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Trophäe erhalten in Kupfererinnerung. Ja. Ich habe Dinge gesehen. Wunder, dass der Buke weiße Haar hat vor lauter Ekel. Hier gehen wir wieder zurück. Neuer Hinweis gemerkt. Kinderzimmer. Hier ist nichts drin, was wir uns holen könnten. Die widerliche Bilder sind Animitra an der Wand. Aber das ist noch hier. Die Schlaftablette liegen unten. Aber diese eklige Bilder sind nirgendwo mehr dran. Okay, The Wizard of Oz ist nach wie vor hier. Werbung für das illustrierte Buch dazu.
Und das sind ja wieder Wonderful Wizard of Oz. Mit dem Blechmann, mit der Dorothy und mit der Vogelscheuche. Und irgendein Cartoon ist noch hier an der Wand. Was? Oh, irgendwas mit dem Monster und am Bett, glaube ich, ne? Aber ich kann es leider nicht lesen, du hast die Schrift zu verpixelt dafür. Wir gucken uns jetzt aber mal die Hinweise dazu an. Psychisches Trauma. Moment. Verstand. Psychische Traumata haben wir nicht nochmal weiter erlitten. Aber irgendwas... Ah ja, mir noch einen Charakterpunkt kriegt. Wenn ich jetzt noch wüsste, in was ich die investieren wollte. Du brauchst mal 4er, du brauchst mal 6er. 6er, 6er. Ich glaube, ich wollte den Okkultismus mehr reinhauen, ne? Okay, können nur durch das Entdecken von Objekten in der Umgebung verbessert werden. Oh, das ist aber bös. Kann man nichts reinhauen. Okay, ja, dann sollte man vielleicht mal in Psychologie ein bisschen was reinpumpen, ne? Wenn dem so ist. Bestätigen wir das mal. Schade eigentlich. Ich hätte gedacht, ich könnte den Okkultismus auch noch was investieren, aber da muss ich anscheinend Sache dafür finden. Muss ich auch Dinge sehen dafür. Hier ist anscheinend noch was versteckt, weil hier taucht noch ein Fragezeichen auf, ohne links in der Ecke, wie ihr seht. Ah. Der Schlüssel zum Büro von Sarah Hawkins war versteckt. Okay, cool. Wir können uns aber auch noch... Moment, ist das hier... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welches hier das Büro ist. Aber ich wollte mir auch noch die Hinweise ins Inventar noch angucken. Zerbrochene Öllampe. Laut dem Polizeibericht ist diese Lampe die Ursache des ungewollten Brandes, der die Villa zerstörte. Die Blutflecken auf den Trümmern erzählen aber eine ganz andere Geschichte. Die Brandstätte. Entgegen dem Polizeibericht erzählte der Salon der Hawkins eine ganz andere Geschichte des Feuers, das die ganze Familie ereilte. Zuerst ist da der Handabdruck, der die Möglichkeit eines Überlebenden eröffnet. Die Körper von Charles und Sarah Hawkins haben weder auf dem Boden noch im Salon Spuren hinterlassen, ganz im Gegensatz zu dem des Kindes, dessen Spuren nahe des Kamins noch immer zu sehen sind. Dasselbe gilt für die Glasscherben auf dem Boden. Bei näherer Untersuchung lassen sich Blutspuren an ihnen entdecken. Der eindeutige Abdruck vom Gemälde, das im Lagerhaus der Hawkins gefunden wurde, bestätigt, der Fall Hawkins mehr sein könnte als ein bloßer häuslicher Unfall. Da fehlt ein Das. Der Beschwerdebrief, dann hatten wir Kinderzimmer. Ein einsames Buch und auf dem Boden verstreutes Spielzeug. Im Zimmer des Jungen vermitteln das Bild alltäglichen Lebens einer normalen Familie. Die verstörenden Zeichnungen und die Schlaftabletten aber wecken den Verdacht, dass auch Simon Hawkins an einer Geisteskrankheit litt. Konnte der Junge Dinge sehen, so wie seine Mutter es auch von sich behauptete? Das ist die Frucht. Brecheisen, das habe ich alles schon gelesen. Ja, dann gehen wir erstmal dort rein. Weil das erhabene Zimmer erscheint mir etwas What will her room reveal about her? Hier ist anscheinend auch noch irgendwas versteckt. Wie das Fragezeichen ohne links mal wieder suggeriert. Aber wenn alles so ganz duster ist, so bin ich sehr vorsichtig. Da ist mal was. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Sie beruhigen die Nerven. Fängt man einmal damit an, kann man nicht mehr ohne sie leben. Kommt mir sehr bekannt vor. Also offensichtlich irgendwelche starke Medikamente. Okay, in die Vase und so können wir auch nicht reingucken. Da ist nix auf dem Boden. Oh Mann, jedes Mal habe ich die Vermutung, dass hier irgendwas arg stürmt kommt. Ist nicht schön. Das ist definitiv nicht schön. Oh, jetzt bin ich ganz im Dusch. Da mach das Ding wieder. Oh Gott. Oh Mann. Ach du Scheiße. Ich möchte hier einfach nicht im Dunkeln sein. Also das Spiel versteht definitiv, Atmosphäre aufzubauen. Muss ich wirklich sagen. Ah, da ist das Versteckte. Skizzenblock. Die Skizzen von Sarah Hawkins sind eher eine Galerie des Horrors als anatomische Studien. Zeigt sie mit ihnen, was sie nicht das nachts verfolgt. Das sieht so ein bisschen, over rechts sieht schon ein bisschen wie Cthulhu aus, ne? Und links over, du Scheiße. Das ist schon arg creepy. Ah, Okkultismus-Fortschritt, cool. Und Gegenstand erhalten Skizzenblock. Okkultismus sind wir jetzt, oh, bei 5%. Das ist nicht so gut. Ich glaube, wir hätten im Endeffekt am Anfang wirklich viel rein investieren sollen in Okkultismus.
Weil jetzt müssen wir wirklich auf alles bauen, was wir so finden. Das ist nicht so gut. Jetzt anscheinend auch noch weiter. Ah, das ist das Verschlossene. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das optional ist. Aber wir können ja mal reingehen. Wir können es zumindest probieren. Und wir haben es geknackt. Ja, endlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Heidewitzka. Das sieht aber Olver aus. Moment. Da möchte ich gleich mal gucken, was da over abgeht. Dass wir da irgendwo hier kommen. This door is locked. Okay, ich wollte es einfach nur nicht bereuen, dass dem so ist, ne? Weil wenn es da over weitergeht, wäre das ja wieder so eine Sache gewesen. Aber ich hätte mal sagen, ihr liebe Leute, ich mache hier meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig, wo wir uns den sehr okkulte Raum mal genauer zur Brust nehmen werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtstag. Morgen ist, morgen sage ich schon, übermorgen ist das Mitzel natürlich schon wieder weg. Und wir sehen uns dann nochmal zwischen den Jahren übermorgen wieder. Machen's gut bis dahin, genießt den zweiten Weihnachtstag. Eiern. Yankee.